Freunde, ist jetzt endlich soweit. Haben sie jetzt endlich unsere Zyklen aufeinander abgeglichen? Ist es so? Ich weiß nicht, also Therese hat doch gesagt, sie hat ihre Tag. Ich hab's heute gekriegt. Verena? Also ich werde es in den nächsten Stunden kriegen, ich spür's. Ich bin fertig schon lang. Ich bin durch mit dem Scheiß. Ja. Ja gut, also wenn man sie lang kennt oder viel Zeit miteinander verbringt, dann passen sie ja die Zyklen irgendwann an. Aber Therese kennt uns ja noch nicht so lang so gut. Wahrscheinlich ist deswegen schon vorsichtshalber früher fertig geworden. Ja. Danke. Okay, okay, verstehe. Liebe Wellensittiche, sagt uns doch gern mal, ob ihr letzte Woche eure Tag gehabt habt, ob sie eure Zyklen schon an unsere angepasst haben. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Wellensittiche, zu Folge 25. Was? Ja, sie hat tatsächlich die richtige Folgenzahl gesagt. Das gibt's doch gar nicht. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Wir sind nämlich auch da. Und zwar namentlich Veronika. Servus. Anna. Servus. Und der Räder, das bin ich. Grüß euch. Ihr habt sehr viel Meinung und sehr viel Feedback gehabt zu unserer Leberkas-Thematik. Jetzt hätte ich es fast nicht wieder gebraucht. Zu unserer Leberkas-Thematik in der letzten Folge. Und da darf man gern ein bisschen was vorlesen. Vreni, hau raus. Also es ist uns aufgefallen, dass die Leberkas-Thematik sehr groß ist und ein sehr weites Feld umfasst. Nämlich ist es wohl so, dass sie für viel Leute die Frage gar nicht stellt, ob scharfer oder süßer Senf, weil die nämlich Leberkas in verschiedenen Lebenslagen mit verschiedenem Senf essen. Zum Beispiel hat der Hannes gesagt, er isst eine kalte Scheibe Leberkas zur Brotzeit mit scharfem Senf. Er isst ein Leberkas-Semi mit süßem Senf und ein Leberkas auf dem Teller isst er ohne Senf. Okay. Der Roli hat gesagt, auf der Semi mittelscharf, aber nicht dicker wie der Daumen im Brot und auf dem Teller mit Kartoffelsalat mag er mit süßem Senf lieber. Also anscheinend ist das ein Ding. Und was noch eine große Diskussion hervorbringt, Rentchen, unsere letzte Wellensittich der Woche, sagt, dass sie ein Leberkas-Semi nur mit einer lätscherten Semi mag. Da möchte ich eure Meinung dazu wissen. Na. Ich verstehe es nicht ganz. Also warum nicht knusprig? Das weiß ich nicht. Ich verstehe, dass das weniger Aufwand dann ist, weil man dann nicht überall Bräsel von sich abstreifen muss. Das schätze ich als fauler Mensch ja. Aber so eine knusprige Semi, die außen knusprig und innen weich ist, das ist ja schon... Das ist das Beste. So eine richtig resche Semi, wo man reinpasst Ja. und dann machst du so das. Genau so Ja. macht. 1:1 war das Geräusch. Das war eher so, ich schlupfe in meine nassen Gummistiefel, aber musst du wissen. Wenn dein Semi so macht. Oh mein. Ja, doch. Aber die meisten waren sich einig mit Hauptsache nicht mit Ketchup. Okay. Ketchup. Also als ich jetzt mal reingeschaut habe, waren ja ganz viele Leute meiner Meinung und das gefällt mir immer am besten. Da musst du dich verschaut haben. Aber da hier ja 3 Personen sitzen und 2 davon anderer Meinung sein wie der Anja, Ja. ist das jetzt auch nicht cool, wenn man der Anja ihrer Meinung ist. Ist man nicht in der Überzahl automatisch. So. Also das war gerade eine richtig bescheuerte Rechnung von dir. Aber gut, wir lassen es jetzt so stehen. Na gut. Freunde, was war los bei euch die Woche? Res? Ich habe eine richtig langweilige Woche gehabt. Es ist nichts Spannendes passiert. Ich habe gelungen.
Ich habe wieder Hundebesuch gehabt. Aufmerksame Hörerinnen der letzten Folge wissen, ich habe eine neue Hundefreundin und sie hat mich die Woche wieder besucht. Ich habe wieder auf sie aufpassen dürfen und es war sehr schön. Wie heißt sie eigentlich? Roska. Roska. Und sie ist ein Chiweenie, ein Chihuahua-Dackel-Mix. Ein Chiweenie. Oh, wie cool. Wie süß ist der Name. Ja, Richtig süß. Chiweenie. Chiweenie. genau so, oder? Ich lieb's. Ja, es ist auch ultra süß, der Mix, finde ich. Also optisch mega die Maus. Genau, und dann haben wir ein wundervolles Vormittagsschläfchen auf meiner Couch gehalten und das liebe ich ja nur. Und dann wollte es aber auch noch sehr dringend, dass ich mit ihr auf meinen Balkon ausgehe, damit sie dann auf meinem Arm sie so abstützen kann, Mandal machen und Nasen in die Luft strecken, um zum Erschnüffeln, was gerade so abgeht in der Umgebung um meinen Balkon rum. Es war sehr, sehr schön. Wir haben eine gute Zeit gehabt. Das klingt gut. Das war das Highlight meiner Woche. Was war bei dir so los, Vreni? Ich mache weiter mit den Tiergeschichten. Ich habe ja zwei Pferde, nicht nur den wilden und schönen Rudi, sondern ich habe auch noch eine Seniorin, die Puppi, und die ist 35 geworden. Leck Arsch. So alt wird doch kein Gaul, hat mein Papa gestern gesagt, und da hat er recht. Oh. So alt wird tatsächlich nicht leicht ein Großpferd, aber Puppi schon. Weil sie ist zart und sie hat sehr gute Pflege, müsst ihr wissen. Klar. Ja, weil es bei dir wohnt, voll schön. Haben wir uns eine halbe aufgemacht mit zwei. War gut. Sehr schön. Und bei dir, Anja? Ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen traurig, weil ich keine tolle Tiergeschichte jetzt präsentieren kann, aber ich hab später noch eine für euch. Na gut. Okay. Ich habe einen großen Steuertag gehabt, habe mir wieder einen Tag meines Lebens gekostet und mir fällt es leider sehr schwer, bei einer Arbeit, die nicht kreativ ist, also da wo wirklich Kreativität zu 0% gefragt ist, dabei zu bleiben. Es ist ein Kampf mit und gegen mich selber. Aber ich habe es geschafft. Sehr gut. Und gestern habe ich mit meiner anderen Tourbegleitung Toni gefeiert, weil die ist 25 geworden. Und die war auf einer Schulung mit ihrer Arbeit und ich habe sie dann da vor Ort besucht, an dem Ort. Und wir sind dann da in die hirsige Bar gegangen und haben ein bisschen Karaoke gesungen. Sauber. Das war, Schön. glaube ich, schlimm für alle Anwesenden. Wir haben eine Gaudi gehabt. Und was ist performt worden? Ja, das war schlimm für mich, weil Antonia hatte ja Geburtstag, deswegen hat's außer dürfen leider. Deswegen haben wir den einzigen ABBA-Song, den ich nicht mag, gesungen, Dancing Queen. Der ist Gott sei Dank nicht nur brutal tief, sondern auch brutal hoch. Okay. Und gute Kombi. ja. Und Monster von Culture Candela. Und da möchte ich nichts dazu sagen. Ich habe mich da sehr, sehr unwohl gefühlt, weil da waren in dieser Bar gefühlt fast nur englischsprachige Leute. Da waren lauter Touris und auch alte Leute. Und ich glaube, wenn du dann da so zwei Weiber siehst, die dann da richtig nicht in einer Tonlage irgendwo singen bzw. rappen in einer Sprache, die du nicht verstehst, von einem Lied, das du nicht kennst. Es war schlimm. Das muss der Traum sein. Aber es ist der Toni ihr Lieblingslied, deswegen hat die eine gute Zeit gehabt und das war ja das Wichtigste. Und ich war ein Engel auf Erden, denn ich habe ihr zuliebe Tequila bestellt. Wow. Und das ist wirklich das größte Opfer, das man von mir kriegen kann beim Fortgehen. Großes Opfer, ja. Ich das so kreislig finde. Und Toni war aber so lieb, weil Toni hat außen nichts dann gesagt. Also so, wir waren so am Tanzen und auf einmal sagt oh, ich bin besoffen, wir müssen heim. Das hat so richtig eingeschlagen auf einmal. Dann hat sie es ja rettiert. Ja. Nicht nur
Toni ist 25 geworden, sondern auch wir haben ja hier halt Folge 25 und ich hab mir gedacht, wir machen halt eine kleine Spiel- und Spaßfolge. Ein bisschen zur Feier des Tages. Deswegen da ich gerne mal wieder mit euch runden 2 Wahrheiten, eine Lüge spielen. Yippie. Therese, magst du starten? Sehr gerne. Ich habe einen Themenblock vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid hört. bereit. Das Thema ist International Love. Oh, Oha. hört. Es kämen jetzt von mir 2 Wahrheiten und eine Lüge. Hobby. Erstens, einen Franzosen im Flieger kennengelernt, auf einem Flug von München nach Paris und da quasi dann einen Sommerflirt daraus gezogen, weil wir dann miteinander geschrieben und telefoniert haben über die Sommermonate hinweg. Oder Hobby, einen englischen Blog gehabt zum Thema Sex, Tipps und Tricks. Oder Hobby. Oder Hobby, im Italienurlaub mit meinen Eltern einen Burm in meinem Alter kennengelernt. Wir haben beide keine Kommunikationsbasis gehabt, weil es keine Sprache gab, die wir beide gesprochen haben. Aber die Sprache der Liebe und die Sprache der Küsse, die haben wir beide gesprochen. Der Und jetzt Resa. kommt's ihr. Das ist ja nur random. Ich glaube gar nichts davon. So geht's mir auch gerade. Na ja. 2 Sachen dann wahr, eins ist eine Lüge. Ich habe als erstes gemeint, der Blog ist eine Lüge. Der englischsprachige Blog mit Sextipps. Aber andererseits ist sie ja so eine Englisch-Tante, gell? Native Speaker bin ich. Ja, genau. aber dass Therese einen Blog hat, wo es um Sextipps geht, das glaube ich nicht. Nein. Also englischsprachig Aua. an sich, da die schon klar. Ja, na. Hey, aber glaubst du, dass sie mit einem Typen rummacht, mit dem sie sich nicht unterhalten kann? Ja, auf jeden Fall glaube ich das, weil das ist safe so eine Geschichte. Das ist safe so eine Geschichte, die wir alle haben, dass man mal so dann lustige Fotos von den Eltern gezeigt kriegt, wo man so 2 war und dem Typ hast du im Urlaub immer ein Bussi gegeben. Ach so, meinst weiß ich jetzt nicht. Also ein Franzos, glaube ich. Ja, den glaube ich auch, weil sie kann Französisch. Das kann ich mir vorstellen, dass die kommuniziert haben. Ja. Finde Ja, ich dann- zwar schon, dass wir es nicht wissen, also dass uns das nie erzählt worden ist, aber es glaube ich irgendwie. Ja, das mit dem Dann lock mal einen Sexblog. Blog ein. Ja. Also sie hat auf jeden Fall einen Blog gehabt, das weiß ich, aber dass da um Sex ging, Er kann der Englisch gewesen sein, der Blog, aber anderes Thema. ja. Wegen der Internetkinder-Thema vielleicht eher. Internet-Kinderthema. Lockt das Ei. Ja, wir locken es ein. Ja, schaut. Da liegt sauber daneben. Nein! Na, Nein! sofort möchte ich alle Zugangsdaten. Das, wenn ich nicht lesen kann, dann kann ich. Du kannst mich nicht sterben lassen, ohne dass ich diesen Blog gelesen habe. Na, bitte, bitte. Es war Bitte. wirklich so, der Block war groß. Ich habe richtig viel verloren. Nein! Es Nein! war so, ich war Dr. Sommer. Nein! Immer wenn wir ich über flipp Sex aus. reden, dann gibst du uns nie einen Tipp. Ja! Ihr macht das super, Lass Freunde. da nie was raus! Ganz toll macht ihr das. Ja, das ist schon klar. Das. Ja. Okay, wie alt warst du da? 17 bis, keine Ahnung, 20? Haben wir uns da schon kennt? Na, Na? na.
Ich muss das im Das Blog ist lesen, gut. tut mir leid. Das Ja. muss eine Kategorie werden in dem Podcast. Ja, hilft nichts. Wenn ihr auch wollt, dass das eine Kategorie in dem Podcast wird, Ja. dann kommentiert das jetzt mal bitte. Auf gar keinen Überall. Fall. Stopp, auf gar keinen Fall. Ja, also Leute haben dann auch so Fragen gestellt und so und ihr Berner weitergeholfen. Mit welcher Grundlage? Mit meinem unfassbar großen Erfahrungsschatz, den ich natürlich nur aus Büchern habe, denn Sex vor der Ehe ist für mich ein No-Go. Aber wollt ihr denn jetzt Maul. überhaupt nicht wissen, was die Lüge ist? Nein, das macht mich ich fertig. möchte weiter über den Blog reden. Ja. Nenn uns ein Beispiel. Na, Doch. Du musst uns ja nicht deine Lösung erzählen. Erzähl ein Beispiel. Was war ein Problemfall? ich erinnere mich am allermeisten an eine Frau, die mehrmals geschrieben hat. Ich kann mir irgendwie auch ein bisschen vorstellen, dass sie Leute drauf einen runtergeholt haben, dass man dann beschrieben hat, was man machen kann. Also auf diese Tipps. Jetzt so im Nachhinein. Vielleicht. Naja. Ich flippe aus. Wer Die- holt sich die den richtig- Sextipps von der 17-Jährigen? Naja, also, als ob ich gesagt habe, übrigens, ich bin 17. Natürlich. Ach so, also das war nicht so Tumblr-mäßig, dass man schon gewusst hat, wie du ausschaust. Ja doch, es war ein Tumblr-Bro, aber man hat nicht gewusst, wie ich ausschaue. Ne? Okay. Jetzt erzähl das Problem von der Frau. Die hat mehrmals geschrieben, weil sie total traurig war und das hat sie total belastet, dass egal was sie macht mit ihrem Freund, dass ihn einfach nichts befriedigt. Und dann haben wir gemeinsam über mehrere Wochen versucht, sie und ich, herauszufinden, was sie denn machen kann. Und ja, wie gesagt, jetzt im Nachhinein denke ich mir, das, oh nein. Wahrscheinlich war es ein alter Mo, der deine Fantasien hören wollte. Das kann sein. Naja, hey. Schaut's mir nach, was eure Kinder so im Internet tun. wow. Lasst es nicht Ja. unbeaufsichtigt im Internet. Ja. So, um das Ganze aber abzuschließen, erzähle ich euch jetzt, was die Lüge war. Und zwar. Ja, dann der Franzos. Bitte? Dann der Franzos. Na, der Der andere. Franzos war auch, ist auch passiert. Echt? Den habe ich im Flieger getroffen. Ich habe Familie besucht in Frankreich. Ja. Und der ist neben mir gesessen und es war genau mein Typ, also ich war da 15 oder so und es war genau mein Typ, der hat so Baggy-Hosen angehabt und so weite T-Shirts und er hat Graffiti skizziert auf einem Block neben mir und ich war, wow, oh mein Gott, der ist so cool. Und dann haben wir halt, er hat sich auch Wein bestellt, natürlich. Dann haben wir den ganzen Flug lang geratscht und dann auch Nummern austauscht und Facebook Infos austauscht und haben dann geschrieben den ganzen Sommer lang. Es war sehr romantisch. Naja. Die Lüge war der Typ im Italienurlaub. Also den hat's gegeben, aber wir haben einfach nur Distanz gespielt. Da war sonst nichts zwischen uns. Gut. Das Einzige, was ich da eigentlich nicht geglaubt habe, also ich hatte die Kindertheorie, war das mit den Küsse, weil du ja immer sagst, du knutscht ja nicht einfach so irgendwo rum. Sag ich das immer? Ja, Das sagst du, ja. 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 Gut. Aber deswegen trauen wir dir ja auch zu, dass du... Ja. Na, lass mal das. Okay. Gut. Hak's ab, Anja. Los. Na, alles gut. Du kannst auf jeden Fall dann die Probleme lösen. Hobby. Oh, ist das geil. Ich liebe Maestro. Ich möchte ihn so dringend lesen. Das kannst du uns zum Geburtstag schicken, ja. Auf gar keinen Fall. Mehr, da wollen wir gar nicht. Schön. Das war eine sehr schöne Runden. Danke Ja. dafür. Schön. Vreni, was ist deine? Meine Runde steht unter dem Zeichen, unter dem Stern der Verletzungen, so wie immer. Ja. 2 Wahrheiten, eine Lüge.
Ich bin auf den Klodeckel gestiegen, um die Lüftung vom Bad zu putzen. Der Klodeckel ist zusammengebrochen und mir hat sehr unsanft rückwärts auf den Arsch lassen, während ein Fuß noch komplett zerschrammt in der Kloschüssel hing. Ich hab mir als Kind so blöd meinen Schädel angehauen, dass ich ein Loch im Kopf hatte und das auch immer noch da ist. Mir hat's mal im Winter so sehr auf eine Eisplatten hingehauen, dass ich danach mehrmals zum Einrenken musste, bis wieder alles passt hat. Was ist die Lüge? Hast du eine Ahnung, Anja? Eine Vermutung? Also das erste stimmt natürlich auf jeden Fall, weil da haben wir uns schon kannt. Und auf diesem Klo war ich mehrmals. Die erste Geschichte kenne ich auf jeden Fall auch, ja. Und es war so schlimm, weil ich weiß nicht, wie Verena das erzählt hat. Und sie hat so Schmerzen gehabt, aber ich habe leider so lachen müssen, weil ich vorstelle, dass sie im Klo steckt mit einem Fuß. Das habe ich nicht verkraftet. Ja, die Geschichte finde ich mittlerweile auch sehr lustig. Oh. Oh Mann, hey. Das mit einem Loch im Kopf, das ist meiner Nachbarin auf jeden Fall passiert. Die hat sie in meinem Zimmer ganz, ganz schnell draht und ist dann gegen mein Schreibtischeck geknallt mit dem Kopf. Oh. Die hat schon gnad werden müssen. Ja, wegen deiner Reaktion gerade, da die jetzt sagen, das gelungen. Ich glaube, dass das mit mit dem Eis gelungen ist, weil ich erzähle so oft, dass ich richtig gern mal zu einem Chiropraktiker gehen möchte, der mir wie so ein wie so ein Knicklicht einfach wieder einrenkt. Und ich glaube, da hättest du dann schon mal gesagt, ich war schon mal beim Einrenken, das war nicht schön. Und dadurch, dass du das Ich kann mich nicht erinnern, dass du uns das gesagt hast. Ja, ich auch nicht. Ja, aber gut, dass du es so oft erzählst. Ja, ich erzähle das dauernd. Du redest Wahrscheinlich ja von meine nichts ganzen anderem. anderen Freunde. Naja. Ja, hast ja so viel, gell? Richtig cool. Sie hat wirklich viel. Ich hab nichts anderes gesagt. Das war irgendwie Unterton. Wollen wir uns gemeinsam für was entscheiden oder nehmen wir was Unterschiedliches? Na, wir haben schon Teamarbeit, oder? Okay. Also dann, durch das, dass ihr halt anscheinend kein guter Lügendetektor bin. Ja gut, aber mein Riecher ist ja dann falsch, weil ich das mit dem Chiropraktiker anscheinend noch nie erzählt habe. Also, weiß ich dann auch nicht. Das mit dem Loch im Kopf hätte sie uns aber auch schon mal gesagt, oder? Ja, also ich glaube das eigentlich weniger. Die Vorstellung, dass sie ganz oft beim Chiropraktiker war, weil sie sich gehauen hat. Was halt, warum ich das lustig finde. Es tut mir leid, Verena. Ist okay. Wir sind zu eng befreundet, wenn du dir weh tust. Und es ist du in das meinem Kopf ein witzig? bisschen lustig. Ja, Kim, dann nehmen wir das Loch im Kopf. Okay. Und? Falsch. Nein! Aber man darf mich halt echt nicht trauen. Ich hab sehr wohl ein Loch im Kopf gehabt und es ist ja immer noch da. Warum hast du uns das noch nie gezeigt? So eine Delle dann, Also, oder wie? da ist so ein Dollen noch, ja. Ich bin als Kind also da war der Frontlader vom Frontlader-Bullock allein auf dem Hof gestanden. Und da bin ich unten durchgeschlupft und bin früher wieder aufgestanden und hab mir voll meinen Schädel da hingerammt. Au. Und dann habe ich ein Loch im Schädel gehabt. Ein sehr tiefes. Und das Geht auf ist jeden Fall immer nicht zu noch da. deinen Verletzungen, die mich zum Lachen bringen. Oh. Mei. Naja. Dafür die Kloschüssel. Ja. Die habe ich nicht müssen, weil es zu lustig ist. Mir war schon klar, Ja. dass ihr das noch wisst. Ja. Aber es war sehr das ist lustig. in Ordnung. Im Nachhinein. Ich habe sehr viele Narben von der Kloschüssel, die mein Schienbein zerschrammt hat. Wirklich? Das Schlimmste war auch noch, ich hab dann eine Hosen angezogen, weil ich war da noch, ohne Hosen war das auch noch, als ich mit den Nackertiers. Dann habe ich eine Hosen angezogen und bin ins Einkaufszentrum gegangen. Das war, keine Ahnung, 200 Meter weg von mir. Also so Ja. ist in Passau passiert. Und dann habe ich ein Pflaster gekauft
so ein Rollenpflaster. Und dann komme ich zurück. Und ich war neu eingezogen in diese Wohnung. Und dann komme ich zurück, dann fällt mir auf, dass ich keine Schere habe. Dann bin ich wieder in dieses Einkaufszentrum gegangen und habe eine Schere gehabt. Mit deinen Schmerzen, oh Gott. Ich habe so eine enge Röhrenhosen angezogen, die dann quasi da ein bisschen eine schwarze war. Mal gut. Oh nein. Hat man als Blutbad nicht gesehen. Aber gut. Ja, doch. War sehr lustig. Ja, im Nachhinein. Hat mir aber auch ein bisschen einen Arsch dabei prellt, noch zusätzlich, weil ungebremst rückwärts auf den Fliesenboden gefallen mit einem Fuß in der Kloschüssel ist auch nicht so geil. Aber wenn ich mir das vorstelle, wie das von oben ausgeschaut hat, So würdelos. da konnte ich nicht mehr. Oh Gott. Schlimm. Naja, Naja. Anja, wie schaut's bei dir aus? Ja, ich habe 2 Themen, da könnt ihr euch wieder was aussuchen, aber ich weiß schon, was ihr zuerst hören wollt. Okay. Ich habe einmal, als das Gehirn mal nicht so auf Zack war, oder? Okay. Ja, ist ja klar, dass das hören wollt. Okay. Tierbegegnungen in der Crime Edition. Okay, fang an. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Elefant wollte mich mal ausrauben. Alter, jetzt muss sie wieder die ganze Zeit an den See Das ist mir leider das letzte Mal nicht so eingefallen, sonst hätte ich das so machen können, da schon. Okay, weiter. Zweitens. Geht's? Eine Affenfamilie hat mir mal Begleitschutz gegeben. Drittens, ein Erdmännchen hat mich mal gebissen. Die Affenfamilie stimmt. Die kümmern sich um seinesgleichen, ihresgleichen. Was war das für ein Vater- oder Bruderwitz? Okay. Ich war immer noch oder wieder, ich weiß nicht. Ich. In meinem Also. Kopf hat Anja gerade ein Watschenduell mit einem Seehund. Ich kann nicht. Ich kann an nichts anderes denken. Okay, konzentriere mich. Ich glaube auch, dass ein Elefant sie ausrauben wollte. Das glaube ich auch, ja. Und die Affen glaube ich auch, dann bleibt ja nur noch der, Das Erdmännchen. was war's, der Erdmännchen, der die bissen hat. Ja. Der ist gelogen. Bleibt's dabei. Ja. Ja, ihr seid halt fitter als ich. Erzähl. Ich habe tatsächlich schon mal ein Erdmännchen kurz auf dem Arm gehabt, aber es hat mich nicht bissen. Aber es war okay gewesen, wenn es mich bissen hätte. Ich meine, ich habe es auf dem Arm genommen. Aber es war zahm. Die Elefantengeschichte ist in Sri Lanka gewesen. Da gibt's eine Straße, wo so große männliche Elefantenbullen, die echt sehr riesig sind, an der Seite warten, bis Touristen vorbeikommen. Und die lassen die dann manchmal nicht vorbei, ohne dass der Echt? Banane rausrückst. Ach, geil. Das liebe ich ja nur. Wenn die so schlau sind. Ja, ich kann euch, oder der Rest kann euch da jetzt gerne mal ein Foto einblenden. Ne? Auf jeden Fall. Und ja, ich war mit so einem Tuk-Tuk unterwegs, also meine Reisebegleitung und ich. Und also der ist das gefahren. Wir hatten quasi keinen Einheimischen dabei. Und es ist halt, wenn halt ein Elefant, weil du triffst halt auf Sri Lanka einfach mal ein paar Elefanten in freier Natur. Wenn da halt einer da steht, dann muss man ganz langsam drauf vorbeifahren. Und ich habe tatsächlich auch auf Video, wer da mit seinem Rüssel in unser Tuk-Tuk rein wollte. Und so einen Schritt auf uns zugemacht hat. Und da hat's mich wirklich brutal gerissen. Da habe ich echt Angst gekriegt kurz. Ja. Aber, also er war jetzt auch nicht. Er hat Krass. gleich aufgegeben, alles gut.
Aber Tiere sind da mega schlau. An der Stelle ist mir gerade eingefallen, dass ich mal vor einem Gärsbock ausgeraubt worden bin fast. Auf Malle gibt's im Norden Garsbeck und da war ich mit einer Freundin im Urlaub und wir waren an einem Strand und wir waren halt als Erste an dem Strand, weil wir mit dem Auto da waren und dann ist irgendwann ein Bus voller Leute gekommen und irgendwann sind über uns, waren halt so Klippen und dann sind da Sterndl runtergefallen und dann haben wir aufgeschaut und dann stand da oben ein Garsbock und dann ist er runtergekommen. Und je mehr Leute gekommen sind, der ist durch alle Leute durch und durch alle Rucksäcke und so und hat die alle packt und geschaut, was zum Fressen gibt. Und dann stand er halt auch bei uns auf der Decke und dann waren wir zuerst so, oh Gott! Und irgendwann haben wir dann gedacht, hä? Das ist ein fucking Garsbock. Wir werden doch jetzt den Garsbock da wegbringen. Aber der ist dann auch sofort gegangen, wo wir gesagt haben, schwing die. Das war lustig, weil er immer auch gewartet hat, bis die Leute ins Wasser gegangen sind zum Baden und dann ist er zu denen an Decken hier und hat einen Rucksack ausgerammt. Richtig geil. Das liebe ich. Party einfach. Ja, voll. Geil. Okay, und weiter mit, was haben wir noch gehabt? Die Apfelfamilie war nur. Ja, genau. Das war tatsächlich auch in Sri Lanka. Da sind wir auf einen einsamen Berg gegangen, also da war niemand anders. Und eine Familie von Affen hat dann quasi meine Familie, jetzt habe ich hier, du hast meine ganze Familie beleidigt, blöde Kuh. Das war Familienausflug. Hat dann unsere Familie auf den Gipfel hoch begleitet. Also die sind parallel mit uns die ganze Zeit mit hochgegangen dann. Süß. Und als wir dann oben waren, haben sie, glaube ich, gewartet, dass wir jetzt Brotzeit machen. Aber haben wir nicht gemacht. Und dann sind sie irgendwann gegangen, weil sie sich gedacht haben, also okay, das war ein richtiger Reinfall. Ich glaube, hast du uns da Videos geschickt, kann das sein? Mir kommt das ein bisschen bekannt vor. Hier ist beides bekannt vorgekommen, weil es noch nicht so lange her war wahrscheinlich. Das war wieder sehr schön. Ich darf gern mit euch was machen. Das kenne ich aus How I Met Your Mother und Wellensittich hat das tatsächlich auch geschrieben, ob wir das mal machen könnten. Deswegen haben wir gedacht, jetzt ist es an der Zeit. Und zwar geht das so, war ich besoffen oder war ich ein Kind? was sind da eure Fakten? Res, magst du wieder anfangen? Ja, gern. Ich habe eine Kochgeschichte für euch. Und zwar hat es sich zugetragen, dass ich brutal Hunger gehabt habe. Deswegen bin ich an den Kühlschrank gegangen, habe das Gefrierfach geöffnet, habe einen Tiefkühltoast, der da eingefriert war, rausgeholt. So mehrere Scheiben, weil ich gedacht habe, ich mache jetzt Pizzabrötchen auf Toastbrot. Und habe dann so durch den Kühlschrank geschaut, was man denn so auf ein Pizzabrötchen da kann. Und habe dann einfach so Sachen zusammengemischt wie Tomatenmark und Milch und ein bisschen Mayonnaise und habe das dann, und geriebener Käse, und habe das dann auf die Pizzabrötchen verteilt, auf die Toastbrote. Habe dann einen Ofen eingestellt, das Blech rein da und bin dann leider aus dem Raum gegangen und habe vergessen, dass dieser Ofen an ist. Außerdem habe ich auch einen Gefrierschrank offen lassen, aber das nur nebenbei. Genau. Das ist die Geschichte. War ich besoffen oder war ich ein Kind? Du warst besoffen. Ich glaube, du warst ein Kind. Scheiße. Löse auf. Ich war brutal besoffen. Weil, ich muss dazu sagen, aufmerksame Wellensittiche kennen die Geschichte, wie ich mich mit Glasreiniger abgeschminkt habe, weil ich so besoffen war. Oh, war das Das da? ist dasselbe Abend. Nein. Okay. Hey, hast du das im Podcast schon mal verzeiht mit dem Glasreiniger? Ich glaube schon, oder? Ich glaube nicht. Ich hab das gesagt, glaube ich. Aber es Ja, ich kommt, glaub, Anja hat Andreas das hat wahrscheinlich wieder okay. rausgeschnitten. Okay. Ja, kann sein. Auf jeden Fall. Vielleicht sagst du es auch noch mal kurz. Ja. Mein Freund, der Domi, hat Geburtstag gefeiert und der wohnt in der Oberpfalz.
das spielt überhaupt keine Rolle, aber ich wollte es euch einfach mal erzählen. Grüße in Oberpfalz. Grüße. in die Oberpfalz. An dieser Stelle, wir sind angefragt worden, ob wir auftreten wollen in der Oberpfalz mit dem Wellensittich-Stammtisch. Wir waren der Meinung, wir haben da nicht genug Fans. Wir sind uns aber unsicher. Also Oberpfalz, der jetzt mal ein bisschen representen in die Kommentare. Falls ihr da seid. Seid ihr da? Oder seid ihr nicht da? Schreibt mal Bescheid, ob es euch gibt. Gut. Auf jeden Fall haben wir sauber krachen lassen an dem Geburtstag und irgendwann kommt halt dann der Mitternachtshunger. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt Pizzabrötchen für alle. Ich habe aber nicht gewusst, wo Sachen in seiner Küche sind und ich habe dann einfach alles rausgerissen, von dem ich gedacht habe, es kann vielleicht gut sein. Und ja, den Ofen habe ich dann auch lassen. Er hat am nächsten Tag, also er hat die Küche vorgefunden. Es war ein Schlachtfeld. Der die Toastbrote im Ofen waren kohlrabi schwarz. Irgendwer hat den Ofen aber zum Glück irgendwann ausgemacht. Ja, und das war auch der Abend, wo ich gedacht habe, naja, wenn ich nichts zum Abschminken dabei habe, dann nehmen wir einfach den Glasreiniger, der hier im Badschrank steht unterm Waschbecken. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist so gefährlich. Ja, das ist richtig. Ich glaube, ich war davor und danach nie wieder so besoffen. Also so was Dummes. Also, na. Wahnsinn. Schlimmer Abend, Ist die schlimmer Schminke Absturz. gut weggegangen mit dem Glasreiniger? Du, ich glaube, das hat einfach alles weggeätzt. Ich habe ja so mega das ist so empfindliche Haut. Mein Gesicht war feuerrot am nächsten Tag. Ich habe mich gefragt, warum brennt meine Haut so? Bis mir dann erzählt worden ist, dass ich das gemacht habe. Ich habe das nicht gewusst. Oh Gott. Ja. Hilfe. Liebe Na, super. Kinder, verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol. Ja, Ja, wirklich. und mit Glasreinigern. Und auch, liebe Kinder, wenn ihr seht, dass eure Freundin sie mit Glasreiniger abschminken möchte, sagt vielleicht einfach nein. Das und nehmt machen wir ihr nicht. weg. Genau. Du bist das sturste Kind überhaupt. Hier kann man überhaupt nichts wegnehmen, was du nicht willst. Mein Trockenshampoo bleibt bei mir, es reicht. Aber was ja krass ist, dass du nur so pflichtbewusst warst, dass du die abschminken wolltest. Ja. Bei mir ist das aber im gewissen Zustand scheißegal. Was ist Ja. aus die Pizzabrötchen geworden? Ja, Ja. Ich weiß nicht. Asche und Rauch. An diesem Abend habe ich übrigens auch mein Handy im Schnee vergessen auf meinem Autodach. Das habe ich dann am nächsten Morgen gesucht überall. Es lag im Schnee auf meinem Autodach. Ja. Ist aber noch gegangen. Das war also wirklich, da ist sehr viel kaputt gegangen in dieser Partynacht. Naja, Verena, erzähl du. Meine Geschichte ist sehr kurz. Ich war im Auto, wir waren insgesamt 4 Personen. 2 haben gespielt und eine hat gewarnt. War ich ein Kind oder war ich besoffen? Besoffen. Ich würde auch sagen, besoffen. Warum? Und? Warum? Weil, wenn ihr Kinder gewesen wart, dann hätten auch die 2 gewarnt, die speien. Okay. Ja, ich glaube auch, dann hätten nicht 2, also na. Ich glaube, das ist so eine typische Partynacht heimgekommen. Irgendjemand hat Herzschmerz und weint und ja, irgendjemand speibt halt. Ihr habt natürlich recht. Schön. Mein Bestie, der Thomas, ist ausgerückt mit mir und 2 weitere Freundinnen. Und die 2 waren so besoffen, dass wir wegen denen mehrmals stehen bleiben haben müssen zum Speien. Ja. Und ich hab gewarnt. Oh. Was war Ich los? hatte Herzschmerz. Oh nein, Verena. Wer ist das Arschloch? Ich will Ich war Namen. frisch getrennt. Ich hab Oh gewarnt. nein. So, Verstehe. Anja, hast du eine Runde für uns? War ich ein Kind oder war ich besoffen? Ich hab mal eine Freundin brutal angeschnauzt, dass sie aufhören soll mit dem Staubsaugen, obwohl sie nicht gestaubsaugt hat. Boah, das finde ich schwer. Das ist so vage formuliert. Aber es erinnert mich daran, dass ich einen Podcast ausmachen wollte.
als ich besoffen war und du mir was erzählt hast. Deswegen sage ich besoffen. Stimmt. Ja, okay. Da geh mit. Das finde ich schlüssig. Die Herleitung war richtig, aber die Schlussfolgerung war falsch. Oh. Ich hab einfach geträumt, dass sie gestaubsaugt hat. Wir waren aber Kinder. Und ich hab mich dann anscheinend aufgerichtet. Entschuldigung, Mia, nur mal nach vielen Jahren. Es tut mir leid. Und bin sie angegangen anscheinend, dass sie jetzt endlich den Staubsauger ausmachen soll. Und dann habe ich mich einfach wieder, und dann hat sie irgendwie so gesagt, wie, was? Und dann war ich anscheinend total genervt, hab so, und hab mich wieder hingelegt und hab weiter geschlafen. Das finde ich fantastisch. Oh, schön. Reis, hast du noch Runden für uns? Ja, es geht weiter mit Kosmetik-Dingen. Ich hab Du hast die mit Glasreiniger abgeschminkt. fast. Wir waren unterwegs. Es waren insgesamt 7 Leute mit mir. Und ich bin irgendwann aus dem Raum gegangen und hab mich mit Nivea-Creme eingeschmiert. Ohne Spiegel. Und bin dann zurück zu den anderen Leuten im Raum und habe das ganze Gesicht voller Nivea-Creme gehabt, ohne es zu merken, dass ich die nicht richtig verschmiert habe. War ich besoffen oder war ich ein Kind? Du warst ein Kind. Ja. Ja. Ein Nivea-Creme-Unfall hatte wahrscheinlich jedes Kind, oder? Ja, weil man nicht einschätzen kann, wie dick das ist. Ja. Oder alternativ ein Penatencreme-Unfall. Es war Penatencreme tatsächlich. Es war nicht Nivea, es war Echt, oder? Penatencreme. Aber ich habe gedacht, da weiß man dann gleich, dass ich ein Kind war. Deswegen habe ich Nivea gesagt. Ja, verstehe. Aha. Meine Mama berichtet bis heute, wie schwierig es war, die Penatencreme aus meinen Haaren rauszukriegen, weil ich habe auch nicht gewusst, wo mein Gesicht aufhört, so ganz genau. Und habe das halt bis in meine Haare eingeschmiert. Ja, die Eigenwahrnehmung versus die Fremdwahrnehmung ist bei dir auf jeden Fall sehr different. Ist auch die Wellensittiche aufgefallen bei der letzten Bei was? Folge, wo du die selber in dem Video, in dem Vlog von der Mount Mania, das ich gepostet habe, als Gollum bezeichnet hast. Ja. Obwohl du da richtig scharf warst in dem Moment. Haben sie jetzt nicht so eingesehen. Jemand hat Free Räder kommentiert unter dem Vlog. Ja, das habe ich auch gelesen und das habe ich sehr Das fand geliebt. ich fantastisch, ja. Schön. Ich verstehe ihn zwar auch nicht ganz, weil es ging zu keiner Zeit gegen die, du hast die ja aufgeführt. Ja, Aber ja. befreit's mich eigentlich. Ja. Vreni, Ja, ich hab noch einen. Ich bin mit dem Radl in den Gartenzaun reingefahren. War ich besoffen oder ein Kind? ich möchte, dass du besoffen warst. Du warst ein Kind. Ich war ein Kind und mir ist dann noch mein Zehennagel vom großen Zeh runtergegangen. Na, oh Gott, ich kotze. Entschuldigung. Das ist auch keine Verletzung, die mich glücklich macht. Und wisst ihr, warum das macht dich vielleicht glücklich. Wisst ihr, warum das passiert ist? Weil ich einen Kaugummiautomaten fahren wollte. Kaugummiautomat bin ich gefahren. Sonntag in der Früh. Das ist süß. Ja. Da sind auch noch Leute vorbeigegangen, die mich kennt haben, die mich auch noch gefragt haben, ob ich mir heute Frühstück aus dem Automaten hole. Naja. Es hat sehr weh da, aber ich habe natürlich so da, es war nichts gewesen und die haben das Natürlich. erst später gesehen, dass ich da bin. Und dann habe ich heimgeschoben. Oh, Ja. Und Brennnessel waren da auch noch. nein. Ja, du Arme. Das war's jetzt auch. Ja, doch. Verletzungen. Conny. Anja, hast du noch eine Runde? Ja, ich habe noch was Ekliges für euch. Oh, perfekt. Eklig. Endlich. Endlich wird's mal eklig in dem Podcast. Das passiert Ich so habe selten. Doktorspiele gemacht mit meinem Nachbarn. War ich besoffen oder ein Kind? Boah, hör auf! Bitte, 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 warst du ein Kind?
Tja, aber vielleicht ist so offensichtlich. Du warst der Kind. Oh Gott, ich weiß nicht, ich bin irgendwie in Schockstarre. Die Frau mit dem Sexblock ist in Schockstarre bei Doktorspiele. Na, wir sind nicht verwundert über den Sexblock, liebe Wellensittiche. Ihr merkt's, für uns ist das ganz natürlich. Ganz normal. Ich will auch, dass du ein Kind warst, aber es kann sein, dass das die Falle ist, aber ich will, dass du ein Kind warst. Nein. Egal, was du jetzt sagst, du warst ein Kind. Das darf man wissen. Ich war ein Kind. Okay. Puh. Also die Vorstellung war schon schlimm. Vor allem, weil ich überlegt habe, wer dein Nachbar ist. Es gab ja mal andere Nachbarn. Okay, gut. Gut, das war tatsächlich auch genauso schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Liebe Wellensittiche, sagt doch mal, ob ihr das auch nochmal wollt, dass wir das nochmal machen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Euch auch? Das war wunderbar. Klar. Ja. Okay. Ich sehe, das war eine komische Frage. Naja, Moderatorin soll der Zia jetzt in ihr Bio schreiben. Das wollte ich eigentlich von euch wissen, was denn jetzt nur der komische Beruf in meiner Bio werden muss. Weil ich habe mich früher immer gefragt, wie das sein kann, dass so Promi-Frauen immer so 1000 Berufsbezeichnungen haben. Und irgendwie ist bei mir innerhalb von ein paar Monaten auch so geworden. Nicht, dass ich es in meiner Bio habe, aber ich war vorher einfach nur Sängerin. Jetzt bin ich Moderatorin und Podcasterin. Und ich finde, jetzt muss noch so was richtig Seltsames dazu, was bei den Frauen auch mal drinsteht, wie Schmuckdesignerin. Ach so. Aber es muss halt irgendwie auch ein bisschen zu mir passen. Deswegen, Wellensittiche, werd's auch gerne mal ihr kreativ, was ich nur also ich mache den Beruf dann gar nicht. Wie heißt das, wenn man Parfüm herstellt? Parfümeurin. Ja, genau, ganz bestimmt, ja. Parfümier. Na, wie heißt das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Das sehe Ich finde, du solltest was mit Makramee machen. Das darf mich sehr gefreut. Was ist das? Was ist das? Die so geflochtene Bänder, wo man zum Beispiel Blumenampeln sind ganz oft aus Makramee. So geknüllte Was sind Weiß. Blumenampeln? Hä? Okay. Du weißt schon, was Blumenampeln sind, oder? Nein! Was? Ich flippe gleich völlig aus. Ich schicke gleich später Also, wenn Fotos, ich das nicht jetzt weiß, scheißegal. dann wissen das Wellensittiche auch nicht. Also erklär's gefälligst. Das ist, du tust da einen Topf rein, du hängst es von der Deck und dann tust du da einen Topf rein und dann ist das schön. Das ist oft aus so weißen Das ist eine Bänder. Blumenampel. Ja, Ja, das heißt so. das Hängeteil. Ach so, das Hängeteil an sich heißt so. Und es gibt aber auch aus Makramee so Fußkettel oder so Wandteppiche und da sehe ich die, dass du so Sachen klöppelst für Ich uns. sehe mich zum generell bei Geburtstag. Wandteppichen. Ja. Also ich finde, es muss in die Richtung gehen. Ja, das ist genau der Anja ihr Stil. Wandteppichdesignerin. Also ich möchte einfach irgendeinen Scheiß noch dazu erfinden und dann schreibe ich das andere auch noch mit ein. Sängerin, Moderatorin, Podcasterin und bla 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 Designerin. Du kannst aber auch irgendwas züchten, so Hähner oder so Perlhühner, Seidenhühner, irgendwas Obskures. Ziegenzüchterin. Hey, stopp. Ich glaube, die Wellensittiche sind da auch kreativ. Haut's mal was raus, was ich noch Ziegendompteurin. Ziegendompteurin. Na super. Ja, doch, finde ich gut. Ja, das war schön. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Gar nicht, Anja, gar nicht. Ich überlege gerade, wo ich überhaupt hin will. Ah ja, genau. Zu die 3 Besten, 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und da haben wir halt eine Special Edition. Wir machen es nicht so wie sonst, weil heute ist ja hier die Spiel- und Spaßfolge. Heute werde ja hier alles ganz locker gesehen. Und Verena wollte gern ein Ranking mit uns machen. Und Vreni, haust doch raus. Ich spiele eine Runde entweder oder mit euch. Ich sag euch 2 Begriffe und ihr sucht's aus. Und jeder kriegt seine eigene Runde, aber es geht ums gleiche Thema. Geil. Es geht um mein Lieblingsthema. Bier. Oder es. Ja.
Weghalbe oder Konterhalbe? Weghalbe. Weghalbe oder Kochhalbe? Kochhalbe. Okay. Kochhalbe oder Freibadhalbe? Oh, Freibadhalbe. Freibadhalbe oder Mittagshalbe? Freibad. Freibadhalbe oder Feierabendhalbe? Freibadhalbe. Echt? Ja. Du bist wild. Wer will ins Freibad? Leute, die Pommes wollen. Ja, gut, fair. Und offensichtlich ein Freibadhalbe. Freibadhalbe oder Fußballplatzhalbe? Fußballplatzhalbe. Ich will gerade sagen, jetzt erst den einen Typ nicht enttäuschen, der gesagt hat, dass er von seinen Hasis noch nie eine angefeuert hat. Ja. Allein für den natürlich schon. Ja. Das ist schön. Fußballplatzhalbe oder Balkonhalbe? Balkonhalbe. Balkonhalbe oder Gipfelhalbe? Gipfelhalbe. Das war's. Gipfelhalbe Ja. ist der Sieger. Und Ja, zu die Recht. stimmt. Anja, was war dein Sieger gewesen? Ich bin überfordert. Ich hätte jede gut gefunden. Zu Recht. Weil es ist Bier. Ich finde, so ein Gipfelhalbe ist schon wirklich der verdiente Sieger. Ja. Schon. Ja, das Ich muss sagen, stimmt. Freibadhalbe ist einfach ein starker Gegner, weil so Freibad Pommes und ein Freibad Bier dazu ist mega geil. Mit dem habe ich Nirgends überhaupt nicht schmeckt ein gerechnet. Pommes besser als im Freibad. Ja, Pommes, aber Bier? Wie schmeckt die? Also, das muss ja abspülen, die Pommes. Verrückt. Okay, Anja, du kriegst eine eigene Runde. Ui. Überbrückungshalbe oder Haxenhalbe? Ich verstehe das nicht. Das habe ich mir gedacht. Also, Danke, dass du mich auflaufen lässt. ich habe mir überlegt, ob ich es vorher erkläre, aber mir gedacht, nein. Also eine Überbrückungshalbe, eine sogenannte, sowas wie wir zwar letztens gehabt haben, als wir fort waren, nicht reingekommen sind, vor 12 sind wir noch wo hingefahren, haben wir halbe getrunken, sind wieder zurückgefahren. Das ist eine Überbrückungshalbe. Eine Haxenhalbe ist, wenn du Fahrer bist und deine Halbe zwischen die Haxen klemmen musst, weil du keine Hand frei hast. Das erste. Eine Überbrückungshalbe. Ja. Überbrückungshalbe oder Stadionhalbe? Überbrückungshalbe. Echt? Ja. Verrückt. Ja, ich war wer am Stadion. Ja, ist ja wurscht, Stadion. Kann ja ein Eishockeystadion Wo du sein. willst. Ja. Ja. Da trinke ich Bleibst auch bei der gleich mal einen Überbrückung? Glühwein. Ah, ja, schau. Nein, ich bleib bei, weißt du, warum ich bei der Überbrückungshalbe bleib? Weil das so schön war mit dir. Wir wollten eigentlich auf ein Festel gehen und dann sind wir aber in so eine richtig urige Kneipen gegangen. Also die war auf jeden Fall auch in einem Eberhofer Krümi vertreten, die Ja, Kneipen. voll. Das stimmt. Und das hat mir irgendwie getaugt. Der Barkeeper war so lieb und so. Und Ja. ja. Der war Doch. Haus, das stimmt. Ja gut, dann Überbrückungshalbe oder Täube danach. Wonach kannst du jetzt wieder selber raussuchen? Ich möchte, dass das nach dem Holz aufrichten ist und dann möchte ich toll wieder nach. Geil. Täube danach oder eine Frühschoppenhalbe? Naja, wenn man mit Bier an den Tag startet, ist auf jeden Fall ein guter Tag. Weil es bedeutet, heute gibt's einen Days off. Und dann habe ich natürlich die Frühschoppenhalbe. Dann wird's jetzt ernst, weil Frühschoppenhalbe oder Brotzeithalbe. Ja, das ist beides ultra geil, aber ich bleib beim Frühschoppen, weil ich lieber einen Days off. Wow. Einen gepflegten. Einen gepflegten. Frühschoppenhalbe oder Hausbankhalbe. Immer noch Frühschoppen. Frühschoppenhalbe oder Sonnenuntergangshalbe. Ob Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, da bleiben wir doch bei Frühschoppen. Ah, krass. Frühschoppenhalbe oder Biergartenhalbe. Das eine muss das andere ja nicht ausschließen, aber ich bleib beim Frühschoppen. Es gewinnt. Krass.
Krass. Ja, es ist vorbei. Res, was war dein Favorit gewesen in der Runde? Ich glaube, es war zwischen Hausbank und Sonnenuntergangshalbig gewesen. Das ist beides. Ja. Am liebsten beides. Hausbank bei Sonnenuntergang. Hausbank mit Sonnenuntergang. Ja, Ja, da war ja auch das am ist Start geil. gewesen. Na gut, liebe Wellensittiche, was ist euer Halbe-Favorit? Schreibt es gerne in die Kommentare, wir freuen uns. Oder habt ihr Das ist noch sehr schwierig. andere halben Favoriten, die hier nicht Und wer geht genannt mit mir wurden? zum Frühshoppen? Alle. Ihr merkt, ihr habt da Interesse dran. Ganz leicht. Aber großes Interesse gilt auch meinem heiligen Shirt. Anja, was Ich hast hab mir du für zuerst schon ein Shirt an? gedacht, das schaut so geil aus. Mal wieder. Das ist von Stravanza, von unserem heiligen Sponsor der Folge. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast unterstützt. Merci. Merci. Und wie immer, beste Qualität. Das ist was nicht sofort knittert. Das liebe ich sehr. Danke dafür. Was wir außerdem sehr, sehr lieben. Das ist unser Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, in dieser Woche sind Videos ballert worden ohne Ende. Wir haben euch zugeschissen mit Podcast-Clips. Weil der Anja Kokain gezogen hat und geschnitten hat. Ja. Anja ist plötzlich ausgeartet und hat hier Videoclips ausgeschissen. Deswegen war diese Woche so krass. Und ihr habt's fleißig kommentiert und geliked und geteilt und alles überhaupt und sowieso. Kerki, du coole Sau, du bist schon so lang dabei. Und du hast das jetzt auch wirklich endlich einmal verdient, dass du der Wellensittich der Woche bist. Vielen, vielen Dank für deinen Support und Danke dass du dir. da bist. Wir freuen uns. Merci. Wir schreiben dir im Laufe des Tages eine Nachricht oder wenn du das hörst, bevor wir dir schreiben, du weißt genau, dass wir die meinen, dann schreib doch einfach du uns, schick uns einfach gleich deine Adresse und als Wellensittich der Woche Briefwahl macht sich auf den Weg zu dir. Merci. Dankeschön. Danke. Und ich möchte mich auch noch bedanken für alle Wellensittiche, die auch bei mir fleißig kommentieren. Vielleicht haben es die oder anderen mitgekriegt, dass ich einen neuen Song jetzt dann rausbringe. Und da mache ich ja gerade schon aktuell viel Promo. Und ihr hilft mir wahnsinnig, wenn ihr da drunter kommentiert. Das schmeckt dann Algorithmus. So gut. Und das hilft mir brutal. Vielen lieben Dank. Und was am Algorithmus auch noch schmeckt, und zwar nicht den von Insta etc., sondern den von Spotify, Apple Podcast, YouTube ist, wenn ihr da einen Kommentar da lasst und wenn ihr diesen Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt, mit 5 Sternen bewertet, das freut uns, das hilft uns und euch kostet 2 Klicks maximal. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Folgt uns auch gern auf Insta, auf TikTok und auf Facebook und liked und kommentiert da alles. Merci euch. Das ist wunderbar, wenn Sie uns da helft, dass wir noch bekannter werden und unser Kunde noch weiter in die Welt hinaustragen können. Juhu. Auch Grüße an den Typ, der uns bemitleidet hat, weil unser YouTube-Video noch nicht so viele Aufrufe hatte. Nachdem es halt gestern online kam. Naja, Wird schon noch. bleibt dran. Wir schwören auf Spotify und auf Apple Podcasts etc., da wo man halt auch nur hört, also wo wirklich Podcasts vor allem konsumiert werden, da sind schon ein paar mehr Leute am Start. Das passt schon. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn sie uns weiterempfehlt. Und Wenn der Schwarm größer wird. yes. So nämlich. Dann sagen wir Servus, liebe Freunde, bis nächste Woche in euren Ohren. Innen drin. Harry. Macht's es gut. Pfiat euch. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.